Wir sind noch von diesen gruseligen Spinnen, Käfer und Nachtfalter in die Finger gekommen. Und ich dachte, ich muss die unbedingt verbasteln für in unser Halloween-Journal. Und ich dachte, ich brauche ein bisschen Kontrast, so ein bisschen etwas Gruseliges. Könnten wir doch mal zusammen mixen mit etwas so Schönem, Herzigem. Wir haben das ja schon mal gemacht, dort bei diesen freien Schreibplatz-Buchseiten haben wir Totenköpfe dazu gemischt. Und jetzt möchte ich doch hier einfach so einen Käfer drauf pflügeln auf eins von diesen schönen. Einfach so. Ich denke, das sieht doch noch ganz gruselhübsch aus. So, und hinten, damit das da nicht einfach so langweilig weiss ist, habe ich gedacht, ich nehme da irgendein so ein Papierchen, klebe das einfach schön da drauf. Ja, ein bisschen Inken, ein bisschen Eckenrunden und dann haben wir auch ein wunderbares kleines Kärtchen. Oder wir könnten, schau jetzt mal, wir machen das so. Wir leimen das nicht drauf, wir bostitschen das drauf, noch mit vielleicht so ein bisschen oben ein bisschen irgend so was Hübsches. So, und dann hat man nämlich da wunderbar 2 Seiten zum Schreiben. Ja, habe ich etwas Neues herausgefunden. So, also als allererstes werde ich mal die Käfer und Viecher ein bisschen präparieren. Das heisst also zuerst einmal schön ausreißen. So. Und dann wird das geginkt. Einmal schön rundherum. Und dann inken wir auch noch gerade die Kärtchen. Also die schönen Papierchen. Und die beschriebenen Papierchen. Und dann, ja, dann schauen wir, was wir oben für ein Ruffle oder für ein irgendetwas herwenden. Oh, jetzt haben wir gerade den Fühler abgeschrissen. Sorry. Sorry. So. Genau, hey, ja, schau mal, ich glaube, das kommt recht gut. So, dann wollen wir doch mal schauen, welches auf welches am besten passt. Den Mond hätte ich schon gerne noch sehen. Aber da könnte der gut reinkommen. Das ist nicht so wichtig, oder? Oder da. Oh. Dann muss ich ja nicht in die Mitte. Dann könnte das so. Oh, die Spinne. Da verstecken wir gerade alles. Die Spinne ist ein bisschen blöd, hä? Oder so. Der sieht gut aus wegen dem Blau. Der gefällt mir jetzt noch dort. So. Ja, ich glaube, ich mache das so. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Vintage-Foto, weil das Weiß hier gefällt mir jetzt nicht so. Jetzt
jetzt wir doch das einfach noch ein bisschen braun machen. Genau. Ah ja, so ist es viel schöner. Ja, super. So, und ich habe natürlich mit Absicht sehr schwarz ginkt, sehr düster ginkt, damit das so ein bisschen gruseliger rüberkommt noch. So, das war eine Imkerei. Jetzt kommt die Limerei. Ich glaube, ich klebe jetzt einfach zuerst mal überall die da drauf. So, haben wir jetzt gesagt, so, glaube ich. Ich könnte natürlich auch so, komm her. Ein bisschen Bewegung reinbringen da. Ja. Und dann der da. So. Spinne. Und die machen wir, glaube ich, schon auch gerade, oder? So kommt man zwar auch. Oh ja, schau mal, so geht sie da gerade schön um den Mond herum. So, oh ja, das gefällt mir gerade ein bisschen besser. Die Spinne hat mich nämlich ein bisschen gestört. Aber so finde ich sie gut. Käfer. So. Und, wie haben wir jetzt das gehabt? Nein, So. Gerade wollte sagen, aber kommt das da her? Oder da? Nein, warte mal. Mama, Blümchen sind so gegen rauf. Ja, da sieht man es ja. Kommt das in die Mitte? Ja, komm. Ab in die Mitte. Das finde ich nämlich auch noch schön. Das sollte ich nicht unbedingt verdecken. So. Voilà. Oh ja, hey, das finde ich recht cool. Das geht dann weg. Und jetzt müssen wir natürlich schon schauen, wissen, wo oben ist. So ist oben. Haben wir genug Platz da, dass man etwas sieht für alle. Den brauchen wir nicht mehr. Wir kleben sie eben nicht drauf, sondern wir uns Postitschen. So und so. Jawohl. Haben wir also ein kleines bisschen Tüll. Jetzt schauen wir doch mal, wie das wird aussehen. So. Und so. Ich glaube, ich muss das gerade mal anmachen, sonst rutscht es mir nämlich nachher wieder weg. Oh ja. Genau, so habe ich das mir vorgestellt. So, oh.
Ja, so habe ich mir es nicht vorgestellt. Es ist nämlich jetzt krumm und ein bisschen gewellt. Und Postage sollte vorne drauf sein. Genau, aber sonst ist es so, wie ich es wollte. Genau, also noch einmal. Ich glaube, ich mache gerade alles mit dem Tüll. Nehme aber ein bisschen einen längeren Streifen. So, hey, schau mal, wie super schnell und super easy wir hier so ein bisschen Ephemera für unser Halloween Journal gemacht haben. Und zwar sehr gruselschön finde ich die. Und ich habe mega Freude an denen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen aufgeben oder mir einen schönen Kommentar da lassen. Ich tue auf jeden Fall immer gerne Antwort geben. Ihr dürft auf jeden Fall auch ein Abo da lassen, wenn ihr gerne möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.